Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere. Und wir sind hier in Kanada und gehen jetzt gerade weiter an den nächsten Grand Prix. Bedingungen auf der Strecke sollten gemischt sein, das heisst, es könnte wahrscheinlich regnen, beziehungsweise es wird wahrscheinlich regnen. Wenn, wissen wir aber noch nicht. Ich denke, es wird jetzt mal wirklich das erste Regenrennen geben. In Monaco haben wir ja Regen im Qualifying gehabt und auch dort ein bisschen im Training noch. Aber wir haben in Monaco unseren ersten Win geholt. Dennoch in Monaco, muss man noch dazu sagen. Schon recht speziell gewesen, aber KI hat halt einfach einen grossen Fehler gemacht, wo wir können davon profitieren können. Und in Monaco überholen ist einfach unmöglich. Jetzt schauen wir mal, was in Kanada wird möglich sein. Ich bin ja, ziemlich optimistisch, dass wir da doch auch noch etwas rausholen könnten. Kanada, eben eine Strecke, wo mir eigentlich sowieso noch gut liegt. Mal schauen, wie es wird mit diesen Autos, beziehungsweise im Force India, weiß ich noch nicht. Wir werden es gerade sehen. Ich gehe mal ins Training und wir sehen uns dann wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind ins Training gefahren und es ist eigentlich wirklich gut gelaufen. Ich konnte alle Trainingseinheiten machen und jetzt muss ich mich ein bisschen sputen, weil es kommt jetzt eigentlich regnen hier im Qualifying auch. Nein, wobei jetzt hat es wieder geändert. Vorher hat es so geheißen, es schifft auch. Wahrscheinlich ist später, aber im Rennen werden wir den Regen haben. Darum nehme ich jetzt den Heckflügel ein bisschen auf. Ich bin jetzt mit weniger Heckflügel gefahren, weil ich auch gedacht habe, so, ja, es wird wahrscheinlich trocken bleiben. Aber wir müssen es jetzt doch anpassen. Darum ich nehme jetzt hinten 2 auf und vorne nehme ich auch 2 auf. Ich fahre jetzt ein bisschen mit mehr Flügel. Macht zwar nicht so viel Sinn eigentlich auf dieser Strecke, aber ich denke, wenn es dann Regen, also Wasser auf der Straße hat, ist dann schon ein bisschen doof. So, wir fahren mal eine Runde, let's go. So, wir landen auf P3, okay, 4 Zehntel. Ja, das liegt halt einfach dran wegen dem Downforce, wo es fehlt. Ich habe auch schon ein paar Fehler gehabt. Gehen wir zurück in die Box. Mal schauen, wo ich das rausholen kann oder etwas noch rausholen kann. Ich könnte schon noch mal eine Runde fahren, weil es kommt ja regnen. Das heisst, Ultrasofts und Softs, die werden nicht gebraucht werden. Eventuell schauen wir sogar mit Full Wets. Hier in 20 Minuten kommt es regnen. Okay, ich tue mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Bis etwa 3 Minuten. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. So, wir sind auf P5. Okay, wir fahren sicher noch mal eine Runde. Oh, 8 Zehntel. Oh, shit. P2? Ach krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich noch so eine gute Runde raushaue. Weil der Ricciardo uns doch ein bisschen ausbremst hat noch in der Haarnadel oben. Aber es hat gleich für P2 500 hinter dem Lewis Hamilton noch vor dem Vettel. Okay, krass. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Force India startet also von der Pole Position und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Ricciardo, Romain Grosjean und Kvyat, Ocon, Sainz Jr., Magnussen und Felipe Massa, Hamilton, Hülkenberg, Sebastian Vettel und Palmer, Stroll, Bottas, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Markus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, okay. Das ist viel Wasser, das wir hier haben auf der Straße. Und es wird weniger zwar gegen Schluss, aber es bleibt dann noch die ganze Full-Wet-Bedingungen. Bin ich mal gespannt, wie ich mit dem Auto zu Schlag komme. Ich habe ja schon umgestellt. Ich nehme jetzt doch noch die Frontwing noch mehr auf. Ich glaube es 10. Und viel Downforce haben vorne. Ja, wir probieren es mal. Let's go. Keine Ahnung, wie sich das Auto verhalten.
bin ich von der Pole gestartet. Das kann ich mitbekommen. Ich war gerade schon abgelenkt gewesen, während der Startaufstellung. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Okay. Bro, es war ja der Hamilton gewesen. In dem Fall hat er eine Strafe kassiert. Das hätte ich müssen wechseln. Ja, oh mein Gott, ist das nass. Danke Kimi fürs Hidden. Alter, ich sehe nichts. Also, wir wieder der Erste. Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen zurückgeworfen. Oh, steht Ostkurve. Oh mein Gott, das habe ich fast schon gesehen. Aber was man kann sagen ist, es ist schon geschlifferig. Aber etwa so fühlen sich F1 2022 Autos mit leichtem Regen und Inters an. Das ist immer noch ein guter Grip eigentlich. Für da, dass es so regnet. Oh mein Gott, ja, die Kurve hat nicht gesehen. Es ist gut dunkel auch. Okay, aber was man noch dazu kann sagen, wenn ich es gerade gesehen auf der Minimap unten, ich sehe es wieder nicht, weil meine Facecam drüber ist. Aber ich kann leicht gesehen sein dort. Ich kann es leider nicht verstellen, tut mir leid. Ich würde sie gerne aufnehmen, aber es geht leider nicht. Das hat es dazu mal noch nicht gegeben. Aber was ich wollte sagen ist, dass KI echt Probleme hat im Regen anscheinend. Also im Regen fahren sie nicht so gern. Sie sind extrem langsam. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Okay, leichter Regen in 10 Minuten. Wir brauchen 1,26 für eine Runde. Oh. Ja, vielleicht etwa 8 bis 9 Runden nachher. Wenn es aufhören regnen. Vielleicht erleben wir es noch. Also wenn wir jetzt hier wieder einen Win holen, das wäre richtig gut, weil eben unser Ziel ist eigentlich in das Top-Team rein zu wechseln. Und für das müssen wir eine richtig gute Performance liefern und ein Win wäre wirklich jetzt mal ausschlaggebend. Ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Okay, die Spekulation ist schon rum für auf Inters. Das höre ich schon mal gerne. Ich glaube, wir müssen schon noch stoppen, weil meine Reifen sind schon langsam durch hinten. Also es ist schon kein glatt. Ich kann nicht mehr so aufs Gas gehen wie auch schon. Okay, Magnussen ist vor mir aus der Box gekommen. Also was der für Reifen gerade getroffen hat. Gelbe Flagge. Er steht aber hure gefährlich dort. Grüne Flagge. Ich probiere es gleich mit Fettgemisch ein bisschen fahren. Ich habe wirklich noch so viel Sprit dabei. Also vielleicht noch etwas rausholen. Aber ich glaube, wir fahren mit Fullwets fertig. Die Strecke sieht jetzt definitiv besser aus als vor ein paar Minuten. Wenn wir das stehende Wasser noch etwas mehr verdrängen, können wir vielleicht auf Intermediates wechseln. Okay. Ja, also er sagt jetzt, dass wir vielleicht auf Inters noch gehen. Ich kann doch nicht Fettgemisch fahren, ich fahre jetzt auf Mager. Wegen weniger Wheelspin. In der Theorie. Und meine Reifen sind recht tot hinten. 36. Die letzte Runde des Rennens. So, letzte Runde. Der Kimi ist immer noch hinter uns, aber er ist eigentlich auch keine Bedrohung mehr, weil er ist weiter weg. Also wir müssen schon noch Anfälle machen, dass wir hier verlieren. Der Regen ist jetzt eigentlich auch der grösste Teil weg. Also wäre wahrscheinlich jetzt Interbedingungen. Meine Fullwets sind aber völlig am Arsch. Ich habe kaum noch Grip.
So, jetzt die letzte Gerade noch. Backstraight. Oder Mainstraight eigentlich. Nein, Mainstraight ist eigentlich Ziellinie. Spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Und dann haben wir hier den zweiten Win in Folge dann noch in der Tasche. Wieder in Kanada. Wir haben das letzte schon, also FIS 2016 haben wir schon in Kanada gewonnen und jetzt werden wir wieder gewinnen. Super Leistung. Sehr gutes Qualifying auch gehabt. Und natürlich jetzt auch hier im Regen können wir wirklich gut vorne wegfahren und immer so etwa 3 bis 4 Sekunden Gap dazwischen gehabt. Der Chef ist einfach gedrückt, der sagt gar nicht, der ist sprachlos. Sehr schön. Ah, das freut mich. Und ein weiterer unglaublicher Sieg für Force India. Großartige Leistung. So, also wir haben gewonnen vor dem Räikkönen und das ist der Kvyat Sainz, also Toro Rosso auch sehr stark und der Ocon ist auch 5. Also wir sehen, dass Top-Teams hier richtig abgelöst haben in dieser Runde. Das ist noch spannend, wieso und warum. Wahrscheinlich haben sie alle Strafen in Kauf genommen, ich weiß es nicht. Aber für uns ist es definitiv gut gelaufen. Und mal schauen, ob wir den Trend auch fortsetzen können. Jetzt bin ich auch gespannt, wie die Anerkennung ist bei den anderen Teams. Beziehungsweise bei den Top-Teams, bei den ersten 3 Mercedes, Ferrari und auch Red Bull. Da bin ich vor allem am meisten gespannt. Auch eine neue Rivalität gegen den Daniel Ricciardo. Die haben wir auch jetzt geschlagen. Da sind wir noch in Führung. Und Red Bull. Ihre Anerkennung ist wieder gestiegen. Auch Ferrari, ihre ist mehr gestiegen als die von Mercedes. Sehr schön. Ich habe mit dem Vorstand über deinen Vertrag gesprochen. Wir haben uns alle darauf einigen können, dass Fahrer Nummer 1 besser als Fahrer Nummer 2 klingt. Hier sind die Details. Okay, das sind wir noch Fahrer Nummer 1 geworden. Sehr gut. Heisst für uns einfach mehr Ressourcenpunkte in erster Linie. Das ist natürlich für uns sehr gut. Das ist für uns sehr, sehr gut. Also, besser kann es nicht gehen. So, und jetzt, hallo, jetzt ist irgendwie mein Game, glaube ich, hängen geblieben. Perfekt. So wie es aussieht. Hoffe es jetzt einmal nicht. Aber ich kann nichts machen. Oder ich muss schon warten, bis die andere weggelaufen ist oder so, weiß nicht. Nein, ich glaube, es ist hängen geblieben. Okay, ja gut, das ist nicht so tragisch. Wir beenden die ET-Episode hier. In Kanada das nächste Rennen ist in Aserbaidschan. Das ist jetzt wiederum eine Strecke, wo mir nicht so gut liegt, aber ich habe das auch schon in Monaco gesagt und Monaco haben die auch gewonnen. Mal schauen, wo wir dort landen werden. Ich hoffe einfach, es bleibt trocken, dass wir das trockenes Rennen haben, weil Regenrennen gehen zwar relativ gut, muss ich sagen, in FS 2017, aber ja, ich würde jetzt doch lieber wieder ein Trockenrennen bevorzugen als ein Regenrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, wir schauen mal, was in der nächsten Episode wird passieren. Und dann würde ich mal sagen, was war mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dahin sagen wir mal alles Gute, schönes Tag noch und ciao!